Haut Donnerstag von der 2. Oktavwoche begrüße ich euch ganz herzlich aus der Kathedrale Notre-Dame von Lützeburg. Wir überdrohen von Hai Pontifikalandacht. Sie wird präsidiert vom Weihbischof Leo Wagner. Ganz besonders sind wir heute am Gebiet verbunden mit einem emeritierten Erzbischof, dem Monseigneur Ferner Frank, den heute auf den Tag 87 Jahre feiern darf. Als Anfang von dieser Andacht sagen wir Lauretanische Litanei, Kompendium Nummer 40, bei der Aussetzung Changez vos cœurs von Jean-Paul Lecaux, die Regina Coeli, Magnificat 574, in Tantum Ergo, Kompendium Nummer 46, und als Schlusslied Glorreiche Königin, Magnificat 879. Den Domorganist Herr Paul Breich spielt als Sorti Bergamasca vom Girolamo Frescobaldi. Kantore sind Madame Claire Vio an den Herr Marc Dostat. Thema von der Predigt von der Madame Millie Hellers, Kooperatrice Pastoral an der Paar Cordal Saint-Barbe aus Haut, Begegnung, die unerwarteten Tieren abbricht. Grazie.
peccata mundi. Exaudimus Domine. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Ora pro nobis sancta Dei genitrix, ut dini efficiamur promissionibus Christi. Prions. Père de miséricorde et Dieu de toute consolation, tu as voulu que Marie, la mère de ton Fils unique, soit aussi notre mère. Dans ta bonté, accorde-nous, puisqu'elle nous garde et nous protège, le réconfort de sa consolation. Par Jésus-Christ qui vit et règne pour les siècles des siècles. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen wütete Saulus immer noch mit Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Er ging zum Hohenpriester und erbat sich von ihrem Briefe an die Synagogen in Damaskus, um die Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, die er dort finde, zu fesseln und nach Jerusalem zu bringen. Unterwegs aber, als er sich bereits Damaskus näherte, geschah es, dass ihn plötzlich ein Licht vom Himmel umstrahlte. Er stürzte zu Boden und hörte, wie eine Stimme zu ihm sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er antwortete: Wer bist du, Herr? Dieser sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Seine Begleiter standen sprachlos da. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus erhob sich vom Boden. Als er aber die Augen öffnete, sah er nichts. Sie nahmen ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus hinein. Und er war 3 Tage blind und er aß nicht und trank nicht. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision: Hananias. Er antwortete: Hier bin ich, Herr. Der Herr sagte zu ihm: Steh auf und geh zur sogenannten geraden Straße und frag im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus aus Tarsus. Er betet gerade und hat in einer Vision gesehen, wie ein Mann namens Hananias hereinkommt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sieht. Hananias antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört, wie viel Böses dieser Mann deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Auch hier hat er Vollmacht von den Hohenpriestern, alle zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Der Herr aber sprach zu ihm: Geh nur,
Denn dieser Mann ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meinen Namen vor Völker und Könige und die Söhne Israels tragen. Ich werde ihm auch zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. Da ging Hananias hin und trat in das Haus ein. Er legte Saulus die Hände auf und sagte: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt. Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, du sollst wieder sehen und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Sofort fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er sah wieder. Er stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kam er wieder zu Kräften. Einige Tage blieb er bei den Jüngern in Damaskus, und sogleich verkündete er Jesus in den Synagogen und sagte: Er ist der Sohn Gottes. Alle, die es hörten, gerieten in Aufregung und sagten: Ist das nicht der Mann, der in Jerusalem alle vernichten wollte, die in diesen Namen anrufen? Und ist er nicht auch hierher gekommen, um sie zu fesseln und vor die hohen Priester zu führen? Saulus aber trat umso kraftvoller auf und brachte die Juden in Damaskus in Verwirrung, weil er ihnen bewies, dass Jesus der Messias ist. Dem Herrgott sei Wort. Lieven Herr Kardinal, lieven Herr Weihbischof, liebe Leute hier an der Kathedrale, daheim, über Radio, Tele oder Internet. Thema von Haut ist, ob einmal war alles ernst, Begegnung, die unerwartet Tieren abbricht. Wir haben alle schon mal vielleicht Menschen begegnet, oder auch an unserem Familienkreis, die durch irgendeinen Umstand einen totalen Lebenswandel mitgemacht haben. Am Beruf, an den Relationen, am Glauben, religiös. So ein 180-Grad-Kehr bringt manchmal eine Entwicklung, die da schwer nachvollziehbar und zu erklären ist. Die biblische Berufungsgeschichte von Haut, die beschreibt so ein 180-Grad-Kehr. Das ist etwas wie ein Krimi, mit einer Vielfalt von Personagen und Facetten. Die Lesung aus der Apostelgeschichte beschreibt einen brutalen Umbruch am Leben von Saulus. Hier war gebürtig aus einer Pharisäerfamilie von Tarsus. Der Saulus beschreibt sich selber als ein frommer Jud, aber hier mischt gut kein Hehl draus, dass hier die Membre vom neuen Weg, das heißt der Jesusbewegung, dass hier die aus dem Weg will traumen. Wie auf Damaskus aber geschieht etwas, womit kein Mensch gerechnet hat. Den Herrgott, und den hier so fest geglebt hat, dem hier fest überzeugt war zu Dingen, die könnt beihören, steuert hin, und dummer da gehen Neidieren ab. Die Jesus erschenkt ihm. Der Saulus fällt dabei heisch auf. Kunst und Tradition
stellen das durch, wie wenn hier vom Pferd gefallen wäre. Am Bibeltext beginnen wir an nächster Stelle die Unhänger vom neuen Weg, wie den Evangelist Lukas, der Gefährte vom späteren Paulus, die Jungchristen nennt. Die Jungchristengemeinschaft demals, das können wir als heute bald nicht mehr vorstellen. Die hält nicht auf mit Wurzeln. Die gehen immer mehr groß, kommen immer neue Leute bei. Durch den Témoignage von Gläubigen verbreitet sich der Glauben in kurzer Zeit, muss man sich vorstellen, ohne Internet, ohne Zug, Auto oder Flieger. Das verbreitet sich am heutigen Israel, Syrien, Griechenland und dann noch bis auf Rom. Dass die Gemeinschaft in kurzer Zeit so wachsen konnte, ist beeindruckend, aber werft auch Fragen auf. Wie eine Sehnsucht haben die Menschen am Herz gedrohen? Was war hier sich? Was tun sie neue Wem am Jesus fand? Dass sie manches abgehen und auch Risiken nicht gescheit tun. Dann hast du den frommen Saulus, den Unhänger vom neuen Weg, Männer und Frauen fesseln, absperren und hinrichten gelassen hat. Wie was möchte ihn das? Was tun die Leute im Gedo? Ein höchst aktuelles Thema bis heute. Hin hat sich als ein Pharisäerkast durch die Jesus bedroht gefühlt, hatten Angst. Angst für was? Angst für wem? Und da beginnen wir mit dem Saulus seinem Sympathisantenkreis. Als Kant von der Nachkriegszeit muss ich immer, wenn ich diesen Text höre, und die Millionen Menschen denken, die keine Maps getan haben, und die von den Nazis unschuldig verfolgt wurden, umgebracht wurden. So wie heute, wenn Menschen wegen ihrer Religion, Hautfarbe, Geschlecht oder Kultur verfolgt gehen, so kann doch damals der murchtverblendete Saulus das Verbrechen nicht mehr machen, weil hier eine Lobby hat, die man am Kopf gewinkt hat. Hätten die geschlossen gesagt, nee, so nicht, dann hätte das alles nicht geschehen können. Heiß aktuell, leider bis heute. Der Paulus ist Weg auf Damaskus, ob der sich noch neuen Affer. Und da, so beschreibt der Evangelist Lukas, da greift Jesus selber an. Saul, Saul, für was verfolgst du mich? Der Saulus fällt auf den Boden, folge am Text nicht präzisiert, was hier gesagt, wir sind froh, wie bist du Herr? Das suggeriert, dass hier Jesus gesehen hat. An den antwortet ihm, ich bin der Jesus, den du verfolgst. Das Antwort ist ganz vielschichtig. Sie bedeutet, dass der Jesus sich mit allen Menschen, die verfolgt gehen, die leiden, die arm, die krank, ohne Erbe oder auf der Flucht sind, identifiziert, als solidarisiert. Ich bin der Jesus, den du verfolgst. Mit diesen Wörtern bestätigt den oberstehenden Jesus sein Message aus dem Matthäus-Evangelium, was dir dem geringsten von meinen Brüdern und Schwestern gemacht hat, das hat dir mir gemacht. Der Partner, den Ausländer, der Flüchtling, der Prisonnier, der Mensch mit Behinderung, der Strummert. An all diesen Menschen begegnen wir dem Jesus. An sie begegnen ihm an uns.
oder nicht. Der Saulus leidt Boden ass Plan. Hier in dem mächtigen Heer geht von einem Moment zum anderen zu einem armen Deivel. So sehr kann es gehen. Hat ihn doch gemeint, hier wie Chef von Himmel an Erd. Wie klingt Kant, holen die Jana hier mit der Hand, und feiern hier an die Stadt. Und da könnte großen Hummer. Den Hananias, ein Jünger vom Jesus, geht vom Herrgott bei de Saulus geschickt. Den Hananias hat von diesem Saulus furchtbares Heiren. Und hier meldet sich Bedenken nun. Vielleicht, was hätte mir gemerkt? Wie reagieren wir, wenn es darum geht, für einen Schreck auf einen Mensch durchzugehen, den uns selber oder einer Person, die uns nahe steht, blessiert oder sogar schwer geschürt wird? Geh du hin, an den Hananias geht. Hier vertraut, als man Herrgott seiner Hilfe berät, für dem neue bekehrten Tand zu riechen. Der Paulus gesagt nicht mehr, hat während 3 Tage wieder Gies nach gedrungen, ein Symbolspruch für uns zu deuten, dass seinem Leben eng Welt an den Kopf gefallen ist. Sein bisherische Lebensaufgabe, für die hier gelebt hat, die ihm zu politischer Unerkennung an einer guten Karriere verloren hat, die go von Grund auf afrogestellt. Aber was denn lo? Ob einmal war alles ernst. Dem Paulus sing Demut und sein Courage sind bemerkenswert. Ihn hat können stur bleiben. Es schon recht, nichts soll ändern. Wie wird die Geschichte weitergehen? Nee, hier noch die jungen Christen lassen sich auf die Paradigmenwechsel an. Vielleicht war das dann ihrem Leben wie eine echte Erfahrung vom Ostergeheimnis. Der Schmerz vom Verlust war groß, aber das Vertrauen an den Jesus hat Neues, Unvorstellbares möglich gemacht. Und so soll dann der Paulus, den noch nach sich der Gemeinschaft ausschließen, die hier viel darauf verfolgt wird. Das muss man sich vorstellen. Die junge Jesus-Gemeinschaft, die viel drin Männer, Frauen, Familienmembern durch den Paulus gesehen haben sterben, die sollen nur die Verbrechen an ihrer mit abholen. Und da soll hier, den dem Jesus sein Freund bis so verfolgt wird, auch noch an der Öffentlichkeit dem sein Message verkündigen. Vielleicht, ich denke mal, sind wir sehens, menschlich gesehen, übersteigt als das total. Zu so einem Paradigmenwechsel gehört für beide Parteien die Paulus und die Gemeinschaft. Neben viel Demut, Glauben und Vertrauen, aber auch die Hilfe von oben. Allein konnten sie, und allein könnten auch mir heute so wie nicht gehen. Aber sie haben sich darauf gelassen. Ein wichtiges Element an der Verkündigung von der guten Nachricht bis heute. Hätte mir da doch gemerkt? Paulus schreibt aus einem Brief und Gemeinschaft von Philippi, was mir damals ein Gewinn war, das habe ich um Christi willen als Verlust anerkannt. Seinetwegen habe ich alles aufgegeben und halte es für Unrat, um Christus zu gewinnen und in ihm zu sein. Dem Paulus sei verdient, dass
dass sich die junge Kirche damals abgemerkt hat für die Menschen außerhalb vom jüdischen Volk. Dank Sänger kennen noch mehr heute Jesus. Wie vielleicht die Glauben, die Relation mit Jesus hat, wie alle Relationen, auch einen Preis. Und der Preis, der fordert Last lassen. Demals wie heute. Der Paulus hatte Courage, für sich vom Jesus steuern zu lassen. Und um mit Regeln und Konzepten, die für ihn wie Steh gemäßelt wären, Last zu lassen. Vielleicht muss noch mehr, weil mir dat Kirche vom Mur lebendig bleibt, wie der Saulus von unserem Pferd raufklammen, sonst gehen wir raufgeheit. An die Paradigmenwechsel Kirche von innen wohnen. Zum Aufschluss ein Ausstoß für Gebet der Reflexion. Es gibt bestimmte Erfahrungen, die sind wären für unser persönliches Glaubensleben ausschlaggebend. Sonst wären wir heute nicht hier. Gibt es etwas, was ich an meiner Relation mit ihm daheim wild, misst, ändern? Was erwähnen Kind mir dabei helfen? Un chrétien seul est un chrétien en danger de mort, heißt es auf Französisch. Aber wie wünschen wir uns das christliche Gemeinschaft? Wie könnten wir als Gemeinschaft die Kirche vom Mur gestalten? Was müssen wir als Einzelnen, aber auch als Paargemeinschaft und auch als Institution Kirche loslassen, neu überdenken, neu weitergehen. An einem Moment verstellt, will man mit dem Herrgott darüber an das Gespräch kommen. Heilige Maria, Gottes Mom, Trägerin am Lied. Biet für uns, dass wir mit weitblicker Courage die nötige Schreck für neue Wege wohnen, für die Menschen von Haut bei der Jungen, die Jesus zu feiern.
viens pas pour les bien portants et pour les justes. Je viens pour les malades, les pécheurs. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je suis la porte, dit Jésus, qui entrera par moi sera sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Qui croit en moi à la vie éternelle, croyez en mes paroles et vous vivrez. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Gute Pap, am Jesus bist du Mensch gin, für es dir bei dich abzumachen. Aber die Institution Kirch, die bei dich soll feiern, geht immer Männer als Wegweiser, wir haben uns durch als Hindernis vorgeholt. Dafür kommen wir mit diesem Gebet bei dich. Viele Menschen sitzen überall, aber kaum noch an der Kirche. Herrgott, hilf uns, dass sie auch an eise Gemeinschaften können hier Platz finden, an hier Talente abbringen. Herrgott, heia uns. Eine Gruppe von Erwachsenen als an der Vierberedung ob darf, dass mir des Menschen, die alles lasslosen, für die Weh mit dir können zu gehen, an eise lokale Gemeinschaften können abholen, aber begleiten. Herrgott, heia uns. Seigneur, aujourd'hui aussi, il y a des peuples entiers qui sont persécutés à cause de leur religion, la couleur de leur peau ou leur appartenance culturelle. Nous te supplions que ces violences et injustices arrêtent. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce. Die ersten Christengemeinschaften haben sich zusammengefunden an Hausgemeinschaften, an dort das Evangelium gelebt, verkündigt und gefeiert. Schenk uns Weitsicht und Courage, dass auch wir haut andere Menschen bei dich feiern. Durch das, was wir machen, aber wie wir sind. Herrgott, heia uns. Les premières communautés chrétiennes ont grandi. Nos communautés locales diminuent. Montre-nous comment témoigner de ta bonne nouvelle dans les réalités culturelles de notre temps. Seigneur, écoute-nous.
Dans un moment de silence, confions au Seigneur nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Guter Pap, erhöre eist Gebet, dat wat mir aussprechen, an dat wat du ganze Läng kennst. Darum beten wir dich durch den Jesus als ein Herr Bruder. Amen. Regina Celi, Lasset uns beten. Gott, du hast durch die Auferstehung deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, die Welt erfreuen wollen. Wir bitten dich, lass uns durch seine Mutter, die Jungfrau Maria, die Freuden des ewigen Lebens erlangen, durch Christus, unseren Herrn. Sacramentum
nobis sub sacramentum mirabili, passionis Tue memoriam reliquisti, tribue, quesumus ita nos corporis et sanguinis Tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis Tue fructum in nobis jugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Wir haben pontifikal Andacht überdrohen aus der Kathedral von Lützeburg. Die können Sie nachher lauschen, heute Abend um 18 bzw. um 23 Uhr um Dock. Weiterhin meine ich darauf aufmerksam, so wie die Idee für drin, dass es auch noch weiterhin eine Möglichkeit hat, ein Kerz an ihren Ulayes bei der Trächterin brennen zu lassen, besonders für die Leute, die die Möglichkeit nicht tun, an die Kathedral zu kommen. Die braucht just den Betrag von der Kerz auf den Konto von der Kirchenfabrik von Notre Dame zu überweisen. Weiter dran sie noch gefroht, und noch merci schon für ihre Generosität. Sie wird einerseits für die Restauration von der Urgel hier in der Kathedral, wie auch, wenn wir alle Gute weiterhin wollen, dass Doktor Andachten oder Sondesmassen überdrohen gehen. Auch hier von der Allkontosnummern auf kathol.lu. Für die Leute hier in der Kathedral auch heute das Gelegenheit, ein oder mehr Karte mitzuholen, die der einem kranken oder einsamen Menschen schenken, erschecken, wo dann so Gebet, groß mit von allem, Maria als Trächterin bei sie heimgeht, an sie do auf Besuch geht. Karte gehen ausgedeelt beim Podium, wo die Choral normalerweise steht, nur der Andacht zu der Gelegenheit zu kriegen. Als alle Guten noch weiterhin ein paar schöne Oktav dich und da geben wir das Mikro zurück an das Studio.